Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021. Wir sind jetzt mal nicht in der MyTeam-Karriere, sondern es ist schon gestern ein Update rausgekommen mit der neuen Strecke von Saudi-Arabien. Und ja, wir gehen jetzt nach Jeddah, also wie der Käse. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe, also ich das falsch gesagt habe. 27 Runden ist, glaube ich, wenn wir, jetzt weiß ich gar nicht, 25% fahren, ich weiß es gar nicht, oder ob das sogar die volle Länge wäre ja eigentlich, kann ja nicht sein, so schlank, ich weiß es gar nicht, ist auch egal. Jedenfalls, Schwierigkeitsgrad ist laut F1 2021 Mittel, ich finde sie ein bisschen schwer, muss ich sagen, aber ja, die Strecke ist 6,1 Kilometer lang und ja, wir gehen mal trainieren, wir fetzen mal eine Runde, wir nehmen den McLaren, wir nehmen mal, ja nein, wir nehmen einen Ferrari. Nein, aber das eins. So. Und ja, wir fetzen mal eine Runde. Ich habe KI wie immer auf 83, also wie aus der MyTeam-Karriere. Ich bin schon ein paar Mal auf dieser Strecke jetzt gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir fahren jetzt mal die 5 Runden, einfach mal ein kleines Shortrennen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin positiv überrascht von dieser Strecke. Ich finde sie sehr geil eigentlich, muss ich wirklich sagen. Ich finde sie nicht schlecht. Sie ist sehr anspruchsvoll. Aber ich habe gestern zum Beispiel auf Twitch gestreamt, ihr könnt gerne mal reinschauen, twitch.tv/kasel.ch, würde mich freuen, und ist auch der Link in der Videobeschreibung. Und ja, gestern ist einer reingekommen und hat gemeint, die Strecke sei nicht F1 würdig, und da muss ich ehrlich sagen, das stimmt irgendwie hin und vorne, ich finde sie wirklich sehr geil. Wir fetzen jetzt gerade mal eine Runde hier. Ich war vorher mal Zeitfahrer oder im Zeitfahrer bin ein paar Mal gefahren dort. Und ich musste sagen, so, Mama, es ist eigentlich schon noch etwas. Klar, sie ist sehr schwer zum Fahren, sie ist sehr anspruchsvoll. Und ich freue mich schon mal, wenn Formel 1 wird dort fahren, wenn sie fertig wird. Hoppala. Und also ich weiß nicht. Schreibt mal gerne eure Meinung zu der Strecke in die Kommentare rein. Es würde mich mal wundern, was ihr dazu meint. Wie gesagt, ich bin positiv überrascht und ich finde sie wirklich eigentlich noch echt spannend. Klar, sie wird nie irgendwie, denke ich, so einen Legendenstatus haben wie jetzt eine Imola oder eine Monaco-Strecke. Aber ich denke, sie hat schon Potenzial, muss ich wirklich sagen. So, ich muss mich kurz ein bisschen konzentrieren. Also ich finde, den ersten Sektor finde ich sehr schwierig zum Fahren, aber es gibt einfach 2 Kurven, die einfach so geil sind zum Fahren. Und das ist nämlich hier mal die erste. Hier einfach im 4. Gang. Kannst früh wieder aufs Gas gehen auch. Und oh, der ERS, den sehe ich. Oh! Alter, Tsunoda, der lässt also auch gar keinen Platz in-game. Das ist unglaublich. Gehen wir extra ein bisschen früh aufs ERS. Und ja, jetzt habe ich ihn. Da, diese Kurve ist auch recht geil, eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Sehr schnell. Hier ist schnell wieder reinklatschen da. Ferrari hat wieder keine Power. Jetzt kommen wir mit Windschatten. So, Ossum am Alonso vorbei. Nice. Jetzt haben wir aber fast kein ERS mehr. Ist immer noch dort. Oh, der Vettel! Wow, sehr guter Exit mit ERS. Jetzt habe ich natürlich bin ich richtig overpowered. Ich habe früh durchgeschaltet, weil ich höre leider gerade den Ton nicht so wahnsinnig gut, weil ich habe den Lautsprecher, der drüber läuft, sehr leislich eingestellt. So, jetzt hinter dem Stroll. Oh, sorry. Ja, wir sind hier ein bisschen auf Rammen aus. Mir denkt aber auch, KI ist jetzt nicht wahnsinnig stark auf dieser Strecke. Also habe ich so das Gefühl, also auf Imola sind sie wesentlich stärker. Der covert schon ihn ab. Oh, Alter! Habt ihr das Zucker gesehen? Alter, nein, da wird hier also auch schwarz-weiße Flagge gesehen für den. Das ist verdammt gefährlich. Spinnt der? Schleift's? So gut. Also eben, ich finde sie recht geil, die Strecke, muss ich sagen, weil sie so schnell und kurvig ist. Am Anfang hatte ich jetzt auch ein bisschen Trouble, als ich im Zeitfahren gefahren bin.
Aber ich denke auch hier, wenn man ein paar Mal gefahren ist, dann nachher, kommt man da eigentlich gut in den Rhythmus rein. Oh, jetzt bin ich früh auf dem Gas gewesen. Kommt man sicher gut in den Rhythmus rein und dann ist auch die Strecke relativ einfach zum Fahren. Aber wie gesagt, schreibt doch mal gerne eure Meinung von dieser Strecke in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr davon meint. So, jetzt mit ERS und DRS schiessen wir jetzt mal am Ocon vorbei. Ach, geil, die Kurve ist so nice. Boah, ich freue mich richtig, wenn die Formel 1 da ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe einfach, das Rennen wird nicht so langweilig werden, weil meistens ist es oft mal so, dass wenn gerade mal neue Strecken kommen in die Formel 1, zum Beispiel Baku war so ein Paradebeispiel 2016, dass dort meistens dann ein bisschen langweilige Rennen sind. Also ich weiss, 2016 Baku war eine Katastrophe, das war wirklich langweilig. Es ist einfach nichts gegangen, weil man die Strecke nicht kennt hat. Und klar, es gibt auch andere Strecken, die jetzt gerade zum Beispiel 2020 verschieden gekommen sind. Also eben Mugello zum Beispiel war auch so eine Strecke. Allerdings sind das wirklich Rennstrecken und keine Stadtkurs. Oder wieso ist der so schnell? Ah, DRS. Stimmt, da ist die DRS-Zone. Was ich auch krass finde, die DRS-Zone durch eine Kurve durchgezogen. Jetzt kommen wir mehr wieder mit DRS. Letzte Runde, ich weiß nicht, ob wir es covern bis zum Rennende. Ich finde sie geil. Ich muss wirklich sagen, ich habe echt Freude an dieser Strecke. Ich weiß, das schon ein paar Mal gesagt habe, aber ich muss wirklich sagen, es ist auch so. Auch wenn ich meistens einen Corner Cut irgendwo wieder mache. Ach Gott. Also das ist halt schon verdammt schwierig. Also du darfst nirgendwo den Rhythmus verlieren oder irgendwie die Ideallinie verlieren, weil sonst, wenn du nicht mehr auf die Ideallinie bist, wenn du schnell fährst, das ist eine Katastrophe, dann fliegst du einfach mal weg. So, jetzt muss ich mir schon das ERS ein bisschen safen. Für die DRS-Zone, die dann noch kommt unten. Oh, jetzt bin ich zu viel aufs Gas. Richtig merken, wie das Heck ausgebrochen ist. Schnell vorspulen hier wieder. Also jetzt hier einfach spulen, aber wenn ich jetzt hier abgehe, wir nachher noch überholen am Schluss, dann lasse ich ihn natürlich vorbeiziehen. Du musst vor den Kurven bremsen. Aha, habe ich nicht gewusst. Muss man vor den Kurven abbremsen? Das ist mal etwas komplett Neues, was wir da mit Chef gerade erzählen. Und jetzt ERS. Come on, alles, was ich noch habe! Gut, das hängt nicht für ihn. Oh, jetzt hat er noch DRS. Aber ich kann es über das Ziel retten. Gut, was sind wir geworden? P6 sind wir geworden. Ja, wir haben ein bisschen Kollisionen gehabt, aber ich glaube, das kann man fast nicht vermeiden. Hier. Oder wenn man ein paar Mal gefahren ist, dann sicher eher mal. Wir sind noch Fahrer des Tages geworden, sehr gut. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, jetzt fahren wir ins Pack für mehr, legen mal einen Heckflügel an von einem Mercedes. Und dann nachher, ja, machen wir weiter dann in der MyTeam-Karriere. Also wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare hineinschreiben, wie ihr die Strecke findet. Würde mich freuen. Und die wird sicher am Community-Rennen kommen, am 28.11. auf dem PC. Falls du Bock hast, kannst du gerne mitmachen. Ja, da würde ich mal sagen, was es war mit diesem Video. Ich wollte schon mal eine Abmoderation machen, aber es verkackt, darum jetzt einmal eine neue. Ja, merci vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst das Video nicht zu bewerten und natürlich auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und das Video teilen. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.